Grüß dich zurück zu diesem kleinen Video. Ich möchte dir, wenn du mich schon länger verfolgst und auch das aktuelle Fallout 4 Let's Play, möchte dir heute sagen, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Und zwar, wenn du dieses Video durch puren Zufall gefunden hast, kriegst du es der Steiermark, kurz und schmerzlos. Schau her, und zwar, wenn du das Update installiert hast, du kommst aus der Vault heraus, kackt dich das Spiel gleich mal mit einigen Aufgaben voll. Von hier weg. Enter dem Museum. Dazu kommen wir im Let's Play dann dazu. Das muss ich dann später erläutern. Dann, ab da fängt's an. Wenn Schweine fliegen, der Abend vor Heiligabend, Echos der Vergangenheit, 3 Runden, Pyromane, Schmelztiegel und wenn man vom Teufel spricht. Das sind die Missionen, die dir das Spiel gleich mal offenlegt. Wie gesagt, hierzu kommen wir später, wenn wir dann das eigentliche Let's Play beginnen. Genau. Ich habe jetzt lang und breit überlegt. Das ist jetzt dieser Spielstand, den du hier siehst, der verschwindet, weil das nur der Probelauf war eigentlich für das, was ich da vorhab. Und wie du siehst, hier ist etwaig ein klein wenig aufgeräumt. Und ich habe gesagt, wir werden auf schwer beginnen, werden uns mit Level 10 auf sehr schwer hoch begeben und ab Level 20 hinein in den Überlebensmodus. Der Überlebensmodus beinhaltet folgende schöne Optionen. Essen, trinken, schauen, dass dein Charakter schläft in einem Bett. Wenn er nicht auf einem Bett schläft, nur auf einer Matratze, fängt er sich Krankheiten ein, es gibt keine Schnellreise und so weiter und so fort. Geil. Genau meins, nämlich gar nicht. Aber egal. Es wird zu Beginn, in den ersten Stunden, bis wir in den Überlebensmodus kommen, werden wir ein klein wenig mehr Management betreiben. Wir werden anfangs, wenn wir aus der Vault kommen, Sanctuary einmal so weit herrichten, bis wir hier auf diesem Stand der Dinge sind. Wir werden uns hier, entweder da oder da drüben, persönlich eigens eine eigene kleine Basis aufbauen, mit allem, was wir brauchen, mit allem, was wir benötigen. Punkt um. Kurz und schmerzlos. Wie geht's dann im Commonwealth weiter? Dazu habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Warte mal ganz kurz. Nein. Richtig cozy. Ob ich Mandel oder Weibel nehme, das weiß ich noch nicht. Das wird dann spontan entschieden. Genau. Spoiler vorweg. Ich habe wieder Bock. Warte mal. Na, den Spoiler, den machen wir dann im Let's Play. Genau. Was wollte ich jetzt eigentlich? Genau, ich wollte weiter erzählen. Ein bisschen was. So, dann machen wir zu. Kurz einen Blick, ich trau da nur leiser, weil da muss ich nicht so schreien, was? So, da. Und zwar, wir gehen dann ins Commonwealth Cozy. Hey, warte da. Gut. Und zwar, das Ganze wird dann ungefähr so ablaufen. Wir schauen jetzt mal auf den Pip-Boy und auf die Karte. Prinzipatorisch. Es gibt eine Mod, die ich installiert habe. Die Mods zeige ich dir dann später im Let's Play, im eigentlichen. Da möchte ich jetzt nicht viel drüber verlieren. Das Problem an dieser Mod, wir werden sie erst sehr spät ins Spiel integrieren. Das Problem ist, wir finden sie hier am Flughafen. Da gibt es auch eine kleine Mission dazu. Das nächste große Problem, wir werden vorerst Preston nicht holen. Wir werden uns nur mit den Raidern anlegen, verschwinden dann aber wieder für eine geraume Zeit, werden so viele Missionen wie es geht auslassen. Wir werden dran vorbeilaufen. Wenn wir Siedlungen finden, werden wir die nur markieren, so dass die auf der Karte ersichtlich sind. Und ansonsten heißt es looten, farmen, vorbereiten für den Überlebensmodus. Genau. Sobald der Überlebensmodus hier ist, oder sobald er im Gespräch ist, dass wir Level 20 erreicht haben, werden wir, und das ist jetzt das ganz Wichtige, viel reisen. Das heißt, wir werden uns Plätze suchen, wo wir tagsüber hinflanieren können,
hinwandern können, wo wir dann über des Nächtens übernachten werden. Genau. Das heißt, es wird ziemlich viel Management betrieben werden hier in diesem neuen Durchlauf. Drum, ich warne dich gleich vor, ähm, dieser Spielstand wird noch ausführlicher, ergiebiger, umfangreicher als wie der letzte, da ich persönlich auf viele Baumods verzichten werde. Bingo. Dazu kommen wir aber dann später. Die erste Episode, gleich eines vorweg, da werde ich mir die Freiheit nehmen, wird knapp eine Stunde dauern. Warum? Ganz einfach, damit ich die Zeit habe, in dieser Stunde dir zu zeigen, was alles auf dich zukommt, was ich vorhabe. Und dass du dich darauf einstellen kannst, was du alles sehen wirst. Genau. Ich habe es schon mal in einem Video erklärt. Im letzten Infovideo, glaube ich, oder im letzten Prolog-Video zum kommenden Let's Play. Der Überlebensmodus kann sehr anstrengend sein. Ich habe den ungefähr 4 bis 5 Stunden vor kurzem einmal probiert. Heute ist der 28.04. um 15:30 Uhr. Das Video möchte ich heute noch hochladen, damit du ein bisschen Bescheid weißt, warum und wieso. Hin und her und tralala. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Bingo. Wie gesagt, wir werden uns hier... Ich bin eigentlich schon fast fertig. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel. Die Geschichte, die ich im letzten Infovideo erwähnt habe, die ist in der Videobeschreibung verlinkt, das Video, bleibt dieselbe. Der eigene Storyverlauf, wie gesagt, bleibt dasselbe und der Rest wird sich dann ergeben. Wir spielen auf der Xbox Series S. Wir werden uns auch anschauen... Keine Ahnung, ob du da irgendwas erkennst, ob das nun besser ist. Ich weiß es nicht. Mir ist es eigentlich relativ popel aus der Nase. Und kurz einen Blick, wir werden da wieder zurückgehen. Welche Mods ich nutze, das werde ich dir in der ersten Episode zeigen. Macht euch bitte darauf gefasst, die ersten 3 bis 4 Episoden werden wir uns hier in Concord mal eine Basis schaffen. Oder da, könnte man auch machen. Aber wie genau, das weiß ich noch nicht. Ja. Viel mehr gibt es jetzt da eigentlich nicht zum Erzählen. Wie gesagt, also nochmal kurz zusammengefasst. Zuerst Basis schaffen, Grundbasis. Wir werden viel Management betreiben. Das heißt, Essen, Trinken etc. alles vorbereiten. Wir werden uns hier eine kleine Basis aufbauen, wo wir das Ganze veranstalten werden. Wir werden Sanctuary aufräumen, so wie dort zum Beispiel. Und dann geht's schon rund. Den Rest werden wir uns dann ganz genau im Let's Play anschauen. Ab Level 10 sehr schwer und ab Level 20, eben weil der Modus relativ zäh ist. Überlebensmodus ab Level 20 und dann geht's schon los und dann wirst du auch mehr erfahren, mehr sehen und alles, was so dazugehört. Solltest du irgendwie einen Unterschied sehen zwischen Leistungsmodus und Dingenskirchen, kurz noch einen Blick. Haben wir den jetzt eingeschalten? Ja, gell? Ja. Naja, ich sehe keinen Unterschied. Na gut, mir ist es ja prinzipiell eigentlich wurscht. Mir ermöglicht es nun, endlich mal ein bisschen ausgiebiger Fallout zu spielen. Ausgiebiger ist ein guter Ausdruck dafür. Folgendes. Fallout 4 kenne ich bereits. In- und auswendig. Gibt es vielleicht wenige Dinge, die ich noch nicht weiß. So wie zum Beispiel über diese ganzen Mods da, die ich da installiert habe. Da werde ich neu einsteigen. In die eine Mod, die wir am Flughafen holen, da werde ich auch
relativ neu sein in dieser Geschichte, da ich das erst einmal probiert habe, aber das auch schon vor Jahren. Und es kann sein, da ich jetzt nämlich wieder Lust bekommen habe. Ich habe nur Fallout 3 und Fallout New Vegas. Fallout 3 habe ich 50 Episoden gemacht und Fallout New Vegas habe ich 16 Episoden oder so gemacht. Ich habe es schon getestet, beide Spiele auf der Xbox Series S. Es wird dazu in der Zukunft im Anschluss an Fallout 4, egal wie lange es dauert, mögen es 2 Jahre sein, 3 Jahre, 4 Jahre, ich hab die Zeit, wenn es das du hast, bin ich glücklich, dass du mit mir diesen Weg gehst. Ich werde mich bemühen, so zeitnah wie möglich Fallout 4 aufzunehmen und eure Kommentare in die kommenden Episoden darauf mit einzunehmen. Ich habe momentan nicht viel Spiele, du brauchst nur schauen auf dem Hauptkanal, was alles kommt. 5 Sendeplätze habe ich. Ergo 5 Spiele, das muss jetzt einmal für die nächsten 2 Jahre genügen. Sei damit, wie sagt man, sei darauf gefasst. Jetzt wird's anstrengend auf dem Kanal und sehr monoton. Wir werden alle Spiele, die ich zukünftig euch zeigen werde, wenn du mich länger verfolgst, wir werden diese ausführlich spielen und mit allem dran und drum. Genau. Ich habe zwar jetzt vor kurzem irgendwann einmal gesagt, nach dem ersten XCOM kommt Metro 2033. Bin ich mir aber noch nicht sicher. Es kann nur sein, dass wir zuerst die XCOM-Reihe durchbügeln und dann erst Metro machen, damit wir da kein Chaos einbringen. Fallout 1, Fallout 2 sind installiert am PC. Wann sie kommen, weiß ich nicht. Ist egal. Und der Rest, den siehst du dann, wenn es soweit ist. So da, ich hoffe, ich konnte dich aufklären, ein klein wenig. Und wenn du Tipps hast, was wir noch machen könnten, dann bitte ab in die Kommentare damit. Und in Episode 1 werde ich dann auf die Kommentare eingehen. Es ist genug zu tun, wir haben genügend vor und es wird ein langes, ausführliches Let's Play. Stell dir einfach vor, du siehst in Dauerschleife Stephen Kings The Stand, das letzte Gefecht. 6 Stunden, die sich ziehen können wie Schwein. Genau, bis zum nächsten Mal. Und ab 5.5.12 Uhr folgt dann die nächste, oder beziehungsweise die erste Episode zum neuen Durchlauf Fallout 4 Let's Play. Wir arbeiten uns hinauf zum Überlebensmodus. Also dann, ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal und Babachi Mamachi. Baba.